Hallo und guten Abend, guten Tag, je nachdem, wann Sie zu Gast bei mir sind oder ich zu Gast bei Ihnen oder bei euch. Und heute melde ich mich wieder mit 3 kleinen Lesungen zurück, und zwar von Arnold Risch, von Wilhelm Busch und Friedrich Schnorr. Aber als erstes zünden wir, oh Gott, uns fällt auch noch der Streichholz runter, zum Glück brannt auch nicht. So. Die Kerze brennt, Streichholz ist aus und es kann losgehen. Och Heini, du weißt wirklich, was Liebe nicht ist. Och Heini, was bist du bloß dumm. Und du hast noch nicht mal in Düstern geküsst. Och Heini, nee sowas. Warum? Hast du ihr noch nicht mal bei'n Heck rumgefegt und den Arm denn so 'n bisschen bei's Gatt rumgelegt? Und wenn sie guckt, so as Glitsch mit Chalet, und wenn sie denn sappelt, du tust mich ja weh. Wenn du ihr bloß mal so in Backe kneifst und so 'n bisschen nach Steuerbord, nach Backbord hingreifst. Mensch, Heini, das musst du auch mal tun, nicht bloß ihren Arm bummeln, as so 'n klein bisschen Dun. Hast du mit sie noch nicht mal in Düstern geküsst, geknutscht und außenbord handlangs bei's Kleid rumgerutscht? Och Heini, mein Heini, wat bist du bloß dumm. Dann rutscht dich dein Herz in Postkasten rum. Mit Wörters bloß sabbelns ist Zauber mit Mist, da kommst nicht weiter as 'n seefahrender Christ. Nee, rangehen, das musst du, as 'n Boot an die Pier, erst kannst du ja smusen, as liebst du bloß ihr. Denn drückst ihr die Hand so as Leine an Deck, und wenn sie denn maulen tut, nimmst ihr wieder weg. Denn bummst mit der Augen nach Luf und nach Lee und tünst was von Jungfer auf See. Denn fängst an zu knutschen auf Backe bei's Maul, dann küsst ihr den Goldzahn, die andern sind faul. Und wenn sie denn bippert, mein Heini, lass das nach, ich werd ja schon hippelig, werd schon zwach. Denn lässt du sie nicht nach, denn man ran mit voll Speed, sonst bist 'n Dussel und dann ist allen Schied. Dann fummelst du 'n bisschen auf ihren Bubikopf rum, und wenn sie denn Och sagt, dann wärst du auch stumm. Die Mädchens, die wollen das mit Windstärke 10, sonst bleibt sie platonisch und lässt dir Bad stehen. Nee, immer ran an sie, das ist, was sie will, das Herz muss ihr bippern bei 20 Grad Kühl. Das muss ihr so kribbeln, als 'n Bocklamm, des dehrt, denn bist du ihr Sonnenschein. Und das ist viel wert. Denn hat sie dir gerne bei Ebbe und Flut. Och Heini, was meinst wohl, wie gut sowas tut? Und wenn du nun morgen an Land peilen musst, dann weißt du Bescheid, wie man rangeht und smust. Und nu hau man ab, macht das Schott wieder dicht, sie steht schon an Pier und wartet auf mich. Och Heini, du weißt wirklich, was Liebe nicht ist? Och Heini, wat bist du bloß dumm? Und du hast noch nicht mal in Düstern geküsst? Och Heini, nee sowas, warum? Tja, warum? Manchmal ist das so. Das kann auch ärgerlich sein. Wilhelm Busch. Ärgerlich. Aus der Mühle schaut der Müller, der so gerne mahlen will. Stiller wird der Wind und stiller, und die Mühle stehet still. So geht's immer, wie ich finde, rief der Müller voller Zorn. Hat man Korn, so fehlt's am Winde, hat man Wind, so fehlt das Korn. Tja, mit den Winden ist das immer so eine Sache. Friedrich Schnorr, Dörpkenner, von dem kann man auch noch was lernen. Unglaublich, einfach unglaublich, redt der Herr Kirchenroth, der Tuglikatits Schulinspektor wär, as se den Brief lest ha, den er von den Pastor und ein von den Noberdörfer kriegen ha, und de schrieben dat er leider melden müß,
dat bi em in Dörpen graude Unsitte in Reden wär, dat Jungs und Derns von de Lützen bis zu de Grötzen, die ut de Schul kommen sollen, besonders behete Witterung, to so'm splitternogt in Dörpdik to gang wären und boden den. So was kann doch nicht angehen. Der Görn benehmen sich doch wie so driest und so ungeniert, dat von ein Sittlichkeitsgefühl überhaupt kein Red mehr sehen kon. Hier selbst halten sie in Eigenschaft als Pastor in der Konfirmandenstund immer wieder die Kinder scharf vermont, dat nicht zu moken. Auch der Lehrer hat das in der Schule streng verboten, aber eins hat nicht holpen. He und der Lehrer wären machtlos dagegen. Auch stünden de meisten Öllern, ob de Kinder ihr sieht. Sie sehten einfach, sie haben Feuer auch nicht anders mogt und ob'm Land wird er zu Mot. He möcht den Herrn Kirchenroth bitten, doch mal selbst rüber zu kommen und sich persönlich von düssen unhaltbaren Toastern zu übertögen. Ja, rebte Kirchenroth, das werde ich tun. Morgen am Tage fahre ich hin. Dies kann so nicht weitergehen. Hier muss Ordnung geschaffen werden. Denn andern Dags deit de Wogen von Aal für de Dörr von Pastor Roth. Der Pastor Freisig, dat de ole Herr ob sin Brief glied kommen wär. Ein Teken, dat hält den Fall für sehr wichtig ansehen de. Das Beste ist, Herr Kirchenrat, sagt der Pastor zu als se beid wie ein Glas Wein in de Studierstuf sit, dass wir gleich gemeinsam nach der Schule gehen, wo jetzt gerade unterrichtet wird, und Sie in Gegenwart von mir und den Lehrern nochmals energisch auf die Kinder einwirken. Ich glaube, Sie richten mehr aus als der Lehrer und ich mit unseren vielen Ermahnungen. N halbsten Lothar sind beide Herren in der Schule. Et wär ein richtige Dörpschule. Jungs und Derns von de Lützen bis zu de Grötzen wären all in ein Klass. Wär dat eben in der Klasse noch bannig Lut hergehen, so wär dat ob'n Mol, als de beiden Herren in der Schulstof rinkämen, still as in de Karg. Für den Pastor haben sie kein Bang. Den kennen sie und mochen Aal gern lieben. Der wär immer freundlich. Aber den andern, mit der Brill, han de Görn Boys ob'n Kicker. Die ha hier all Prüfung abholen und wer scharf mit jom abfahrt, den mochen sie nicht. Nachdem der Kirchengerot den Lehrer Kott begrüßt hat, wenn er sich an die Kinder und seht, Kinder, ich komme heute zu euch, weil mir etwas sehr Schlimmes über euer sittliches Betragen zu Ohren gekommen ist. Soviel ich weiß, habt ihr, besonders ihr großen Konfirmanden, hier in der Schule und im Unterricht bei dem Herrn Pastor die 10 Gebote gelernt. Auch das 6. Gebot wird euch genügend bekannt sein. Es heißt darin, ihr sollt keusch und züchtig leben. Wisst ihr, was das bedeutet? Nein, ihr wisst es nicht. Ihr schämt euch zum Beispiel gar nicht, an heißen Sommertagen, ob Knaben oder Mädchen, gemeinsam und pfui, unbekleidet hier im Dorfteich zu baden. Ich verbiete euch das aufs Strengste. Sollte dies noch einmal wieder vorkommen, dann werdet ihr die Folgen davon tragen müssen. Ich werde es rücksichtslos und ganz exemplarisch bestrafen müssen. Besonders ihr großen Konfirmanden solltet euch schämen. Euch lege es vor allem ans Herz, so etwas Ungebührliches nicht wiederzumachen. So, da han der Görn weg. Ob helfen die, wäre wie die Dickfälligkeit von den meisten noch nicht abzusehen. Der Herr Kirchenroth würde auch von den Herrn Pastor Inlot wie Mittag zu eten. Nomdags wollen sie noch mal zusammen und fällen und sich den Pastor sin Rocken ansehen. Sie wären beide dull für die Landwirtschaft. Nachdem sie noch ne Tass Kaff trunken haben, stecken sie sich ne Zigarre an, en Brand und gingen los. Dicht an den Preister sin Acker legte Dorfdiek. Na nu, seht ob einmal der Kirchenroth, as in der Neuchte von der Dick wären. Was ist denn das für ein Lärm? Ach, seht der Pastor,
da sind die Kinder schon wieder im Teiche zugange. Wir wollen uns beeilen, dass wir hinkommen und sie überraschen. All von Wien sehten sie, wat durchs Bild wird. Jungs und Derns, Graut und Lütt, töften splitternogt in den Dickrüm. Weg von de grauten Jungs trugen sogar de grauten Derns Huckepack ob de Schullern und löten sie denn plumpstop über ein Futter voll. Das ist doch nicht zu glauben, rieb der Kirchenrot und wirf vor Ärger und Aufregung blass und rot im Gesicht. Kommen Sie schnell, Herr Pastor, wir wollen sehen, dass wir von dieser Rasselbahn einen zu fassen bekommen, da soll doch gleich ein Donnerwetter reinschlagen. Aber do wird altes Beet. Die Herr seht all Bin und Schimpf und Pluch, ob sie in geistliche Ursatz gots, denn sie in Stables, Trumpf und Büchs werden quitschen natt worden. Aber dat wär ihm egal. Er müss ein von der Görn zu Futten kriegen. Der soll ihm den Namen von der anderen angeben. Er will jam all parieren lernen. Doch als sie sich wieder einen groben Rutangel ha, wobei der Pastor ihm helfen muss, und sie an dick wörn, han de Görn all lang sehen, wat köm, während schnell an över rennt, han zu ihr Tüch grepen und heidi wären sie über alle Bergen verschwunden. Bloß so'n lütten Klabauter von Jura 5, de Lütt Jochen Bold, stünd do noch ganz Modderseelen allein. Die beiden goot nur im Rand und der Pastor, der de lütten Bengel kennen dat, lecht in der Hand ob'n Kopf und frogt ob Plattdütsch: Sech mol, min lütten Jochen, wat wären dat für Weg, die hier eben in dick Boot hebt und weglopen sind? Hast du nicht von de Jungs und deren Zweig kennst? Du bist ja doch west und müsst sie sehen haben. Nee, seh der Lütt mit so'n weinerliches Stimm: Ich bin ja erst kaum. Du hast doch hier als Don, als wir kommen, seht der Pastor wieder. Du musst doch sehen haben, dat Jungs und derns hier zusammen in dick werden. Und kennst du doch all? Nee, seh Lütt Jochen wieder. Wie kann ich dat sehen? Die haben doch jo all kein Tüch an. Die werden nackt. Tja, so eine Swingerei, ne? Das würden sie doch nicht machen, nackt baden. Nein, nie im Leben. Ich auch nicht. Ja, ich wünsche alles Gute und danke fürs Zuhören und gemeinsam machen wir natürlich wieder das Licht aus und tschüss.